Letztes Jahr hat Europa den 75. Anniversär vom Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert. Natürlich auch heute zu Lützeburg. Den traurigen Höhepunkt der Nazi-Okkupation hier am Land war die sogenannte Ardennenoffensive, das heißt die letzte größere Offensive von Adolf Hitler hier am Westen von Europa. Die Offensive hat vor allem den Norden und Osten vom Land betroffen. 18.000 Häuser waren teilweise oder komplett zerstört. 250 Ortschaften waren direkt betroffen. Dazu kommen nach Schied Telefons an Elektrizitätsnetz, die Wasserleitungen an den Infrastrukturen für die Gasversorgung. Auch die Straßen, Brücken und Eisenbahnen hatten schwer unter der Offensive gelitten. Tausende Menschen waren auf der Flucht und wurden unter anderem an den Süden des Landes, unter anderem an Esch, evakuiert. Wo sie zurückkommen an die zerstörten Ortschaften, standen sie meistens für nichts. Die Zeit der Rekonstruktion wird damit angefangen. Eine Geschichte, die zu Lützeburg recht nach geschrieben werden muss, für ihr Gesamtausmaßen zu verstehen. Erst Eindruck an diesem Sujet liefert als Darstellung uns zerstörende Dörfer einer Kooperation zwischen dem Dietricher Militärmuseum und dem Dietricher Geschichtsmuseum. Über die Rekonstruktion zu Lützeburg 1944 bis 1965 werde ich mich heute mit dem Direktor vom Dietricher Militärmuseum, dem Benoit Niederkorn, unterhalten. Merci Benoit, dass du der Zeit gekommen bist. Merci für die Invitation. Bon, Benoit, kommen wir direkt zu einer ersten Frage. Die Rekonstruktion, als für viele Leute hat es das noch immer ein größer Rätsel an eine unbekannte Episode. Kannst du als wenn ich eine kurze Bilder machen darüber, was der Ardennenoffensive hier im Land überhaupt angerichtet wird und wie wird die sogenannte Stunde Null für die Zivilbevölkerung eigentlich ausgesehen? Das ist effektiv, also die Rekonstruktion, also etwas wird untergegangen als eben durch die Ardennenoffensive schlechthin, weil das am Anfang die festgewirkt für Lützburg, nachdem es mal für dich befreit gesehen am September, den 16. Dezember rum überfall gesehen, an dem der ganze Norden vom Land durch die deutschen Truppen nach einmal besetzt ging ist, weil doch so weit sich nur gezündet hat, dass so gut Gestapo quasi eine Form von Okkupation hat für die kurze Zeit, wie sie an der Januar 45 abgebaut hat. Und du hast besonders die einfach ganz schlimme Zerstörung an Erinnerung geblieben. Das wirst du schon annimmt, die 18.000 Häuser, die waren die 250 Ortschaften, was der Grund davon war im Endeffekt am Norden gewirrscht. Und in dem Moment, wo die Amerikaner die Gegenoffensive im Januar 45 gestartet sind, für die Deutschen zurückzudrängen, sozusagen an die Ausgangsposition vom Westwall, also auch die Zeit, wo die allerschlimmste Zerstörung entstanden sind, weil die Deutschen natürlich so viel wie möglich Widerstand gelegt haben. Und auch da an der Mitte zwischen den zwei Fronten von den Amerikanern und den Deutschen hast du Zivilisten. Ein Teil davon wurde also just fertig, bis 16. Dezember sich anfangen davon zu machen, zu flüchten, wirklich mit den nächsten Sachen, die sie hatten, noch mit den Besten zum Teil auch. Wie in anderen Teil, wie zum Beispiel zu Berel, die haben sich probiert fortzumachen unter der Leitung von Pasteur, aber die sind immer von der Front überrannt gehen, und schlussendlich zurückgehalten gehen an die Dörfer. Also so 6 Wochen an die Kelleren. Und du musst dich wirklich vorstellen, das, was die da erlebt haben, das war wirklich katastrophal. Es sind natürlich auch Zivilisten dabei gestorben, Bächte sind futtig gegangen, Häuser sind aufgebrannt. An dem Moment, wo die Amerikaner, als sie befreien gekommen sind, 1. Januar 1945, war es für sie eine Erleichterung. Wir haben sich auch direkt herausgestellt, was wir an der Erstellung mit Stunde Null thematisiert haben, zwar ein Begriff für die deutsche Zeit, wo am Anfang alles so für viel gehen, kann ich dadurch für halb benutzen, weil es war alles für die, okay, wo ist richtig, wie soll das für gehen? Ich war in dem Moment am Anfang von bis zu zwischen 300 oder 600 Zivilisten, die umgekommen sind, und die anderen, die danach nicht evakuiert waren oder die aus der Evakuation zurückgekommen sind, an die Dörfer stehen für nichts. Das heißt, sie haben wirklich gucken, wo kann ich das hier, wie kann ich mein Haus so weit an drei gesagt, dass ich am Anfang kann selber dran leben. Ne? Weil von Hölle, von auswärts war ganz am Anfang nicht zu bedenken, weil es war ja noch immer am Anfang Kriegszustand am Gebiet selber. Das ist ja auch noch zum Teil von den Civil Affairs, oder sozusagen den zivilen Arm von der amerikanischen Armee, als das ganz aufgesperrt, weil es nicht sicher war, es lagen eben Leichen drum, es war Kriegsmaterial, was drum lag, und alles das hat müssen aufgesichert gehen, für eben nicht die Zivilbevölkerung an die weiter nichts Gefahr heranzubringen. Ne? Das heißt, als Stunde Null als wirklich die Zeit zu bezeichnen, wo draußen
nach kein Autorität von der Regierung direkt do war, wissen ob sich allein gestaltt oder ob dem wat Amerikaner in den do gelos sind. Und das ist auch ein Punkt, wo haut ganz vergisst geht, dass das einfach verdrängt gehen, weil Herr Nodrumsgang so schnell wie möglich abzubauen, um das Leben zurückzukommen, weil du immer schlussendlich von den 4 Jahren Nazi Okkupationszeit befreit gehen, wir müssen zurückkommen, wo wir für drauf wären. Wie das dann nicht so einfach zur Hand haben, so feststellen. Okay, an wie wird das für die Regierung beschwert, wie wird die Regierung, ob die Geografie am Anfang aus dem Exil zurückkommen ist, ob die ganze Katastrophe reagiert? Die Regierung, die effektiv am September teilweise recht zurückgekommen ist, hat ich mir schon lange mit der Aufgabe für am Anfang die Form von Anarchieren alles zu erbannen, zu suchen mit der Miliz, mit der Resistenz, um zu gucken, dass alles an einer richtigen Ordnung auflaufen. Und andererseits hat es auch schon in dem Moment am September 44 zu kämpfen, dass es zu gewissen Kriegsschritten kommen wird. Weil auch die Befreiung im September ist nicht so ruhig aufgelaufen, wie das oft gedurcht wird. Das gesagt, ganz gut Painting, wie die ersten amerikanischen Soldaten noch schon gefallen sind, aber wo die Deutschen sich immer ein paar Scharmützel gelegt haben. Und das ist so weit gegangen, dass durch den Ölstall gegangen ist, wo Brücken gesprengt sind. Aber wo Brücken gesprengt sind, sind auch Häuser zerstört worden, durch die Wucht von der Explosion. Und auch durch ihre Zivilisten gestorben. Das heißt, in dem Moment auch durch Infrastrukturen wie Kommunikationsinfrastruktur für Straßen wären schon futti. Und die Regierung hat sich dann am Anfang dazu gemacht, was die Deutschen in der Okkupation gegründet hatten. Und die Feststellungsbehörde der Kriegsschäden, die war gegründet von den Deutschen, wenn es um 10. Mai 40, die Schäden, die da waren, weil die als einfach überholt gehen, dass noch fest die Dommage de Guerre gehen. Am Anfang können sie sich dann wollten den holen und am Anfang für zu gucken, eine Expertise zu machen, war das alles futti, und da geben eben Bezahlungen also rausgehen und Leute, die betroffen werden. Gut, dann offensiv natürlich über das Land gezogen ist, war das mit so einer einzigen Office gar nicht zu mischen. Und die erste Stunde für der Mammutaufgabe, wie gehen wir dafür, was sind am Anfang die ersten Etappen, dass wir immer alles aufbauen. Und da geht es eben so weit, dass den Office eben total überfordert war, dass sie gesehen, sie mussten eine neue Institution gründen. Und da kommen wir bei dem Kommissar General de la Reconstruction. Und an den Zeitungen wird den am Anfang auf eine Person festgemacht, das ist der Joseph Schröder gewesen, der war Ingenieur bei Bâtiment Public für Drun. Und der hat am Anfang die große Charge, dass er sich darum bekümmert, für die Koordination zu machen, für die Straßen und alles zum Beispiel immer Stand zu setzen und auch zu gucken, welche Häuser sollen für die Tisch abgebaut gehen. Und da ist interessant zu sehen, dass das so weit gegangen, also im Endeffekt, dass hier wirklich ganz an allem fasten Bemächtigungen gekrönt, Vollbemächtigungen gekrönt, dass hier kommt Material requirieren, Arbeiter requirieren, weil tut hier in allem gefehlt. Baumaterial, auch wenn es dann offensiv war, kein Holz mit zur Verfügung, und wenn es in den 4 Jahren Krieg hat man ja auch an dem Sinne, wenn nicht genug Zement dort, wenn nicht genug Glas sind. Das heißt, ihr könnt selber bestimmen, auf welchen Punkt muss für die Tisch angesetzt gehen, für eben zu gucken, dass man so schnell wie möglich Material und eben noch Manpower herabkriegen an den Norden, für ihn abzubauen. Das Problem war natürlich stehen, dass es immer für Kritik gesucht wird, dass es nicht immer schnell genug gegangen ist. So sind Prozeduren dann immer erweitert gehen, das heißt, das ganz geflasht von den Organisationen, die dort mitgewirkt haben, das immer mehr groß gehen. Das heißt, wir hatten einerseits dann im Februar 1945 den Kommissar General, der gegründet ist, und neben schon den Office de Dommage de Guerre. Der Office de Dommage de Guerre war in dem Moment zuständig, dass den Zetteln ausgedeelt wird, also Formulären und alle Einzelnen, die betroffen waren, an denen hat mal abgelöscht, wer alles futti war. Und das ist da gerichtet ging. Und von der anderen Seite hat dann am Anfang der Kommissar General der Rekonstruktion das Land an 41 Sektoren abgedeelt, also die Teile, wo sinistriert waren. Und da sind Architekten die gesagt gehen, das heißt, den Ordre des Architekten, also am Anfang, sind auch requiriert gehen. Und die Architekten müssten du selber auch feststellen, was futti ist. Das heißt, sie haben eine Art Kontra-Expertise gemacht von dem, was der Proprietär für sein Haus gemacht hat. Eben für zu garantieren, dass nicht Pfusch und Bau gemacht wird oder nicht profitiert wird, etwas mehr gepflegt zu kriegen. Weil wir befanden uns am Anfang von 45 bis 50 immer noch außerhalb von einem richtigen Gesetzeskader. Weil das Gesetz für die Rekonstruktion wird 1950 gestimmt, weil er eben immer natürlich gewisse Konflikte zwischen der Opposition und der Regierung, wie geht das ganz abgebaut ist. Es gibt ja keinen Masterplan für uns. Du wirst ja einfach nicht, wie sie für du sollte viel gehen, und du zieht sich das alles. Und du wird das geflasht immer mehr komplex, das will heißen,
wo man uns dann an 45 befanden, geht es so weit, dass Kritik aus der Bevölkerung immer im Hirsch können, geht nicht schnell genug mal abbauen. Dann so weit gehen, dass du mal Conseil, also Conseil supérieur de la Reconstruction, wo all die wichtigen Beamten dran sitzen, über Pont et Chaussee, Regierungsbeamten, von der Post, für eben die ganze Koordination zu machen. Ne? Und auch eben, wenn man dann von der Makro auf Mikro raufgehen, auf Mikroebene, du schätzt davon die Gemengen, da geht es dann auch so weit, dass sie Konferenz kommunalen ersetzen. Wieso gerade da, was das gerade da umwur selber wo soll exekutiert gehen, gött natürlich auch abgerecht, zugekommen nicht, mir kein Baumaterialien oder das der falscher Platz zugefangen, weil der Tisch an der Konferenz kommunal, die wird da besagt durch selber sinistriert Leute, und der Tisch der Bürgermeister und eben noch Leute vom Staat selber. Und die koordinieren einfach sur Platz für die Sachen, die kommen. Aber wie machen sie das? Am Anfang mit einer Prioritätsliste. Der Tisch, wenn dein Haus ein gewisser Grad für die wäre ausgebrannt, und du hast zum Beispiel so viel Kanner, bis hin zu, du weißt auch noch zwangsangesiedelt, so viele Punkte hast du mehr gesammelt, aber in der Priorität ist immer mehr nur 4 kommen. Natürlich schon mal auch schon den politischen Kontext anrüsten, weil wer den Familie beschuldigt, dass sie Kollaborateur wären, hast du so viele Minuspunkte gekriegt, aber so viel in der Hand gefallen, du kriegst dein Haus nicht so schnell an dem Sinn geflickt. Wir sehen eben, dass der Tipp sich immer weiter, für eben zu gucken, dass wir so weit wie möglich können, das ganze Material anständig verdelen. Aber muss ich aber immer feststellen, es braucht seine Zeit, ne? Weil das eben nicht alles so was gebraucht wird. Und du willst verwundern den doch nicht, dass wir an der ersten, dass die Rekonstruktionszeit, die wir nennen, wo Gipren sich selber geholfen wird aufzubauen, dass du nur für dich einfach nicht mehr darum geht, wir setzen alle so weit in Stand, dass es nicht an den Kopf fällt. Ne? Und das vergeht quasi wie 46, 47. Und darüber heraus fängt richtig systematisch Rekonstruktionen, dass der Staat wirklich plant, wie immer 4, was wird da gebaut und eben auch profitiert, dass man vom Urbanisationslevel aus eben Straßen mehr breit machen, Sanitärmesuren am Anfang holen, der Tisch Toiletten und so gehen an den allen Häusern mit installiert, Kanalisation wird installiert. Ne? Aber alles das findet sich recht, Ausgang 46, 47, wo man auf die Schiene kommen, dass den von außen hat kann, wie für den Moment erst gesagt, betrüchten kann eben, dass es dann an geordneten Bahnen geht. Aber an dem Sinn, als das nicht alles gewesen. Das ist nicht nur darum gegangen, die Futis Stängel abzubauen, auf Fenster dran zu setzen. Es gibt natürlich noch die ganz andere Sozialkomponente, die wir haben drin haben. Natürlich die Leute direkt helfen, die Leute, die traumatisiert werden, die in dem Moment dann eben noch müssten weit versucht gehen. Und da könnt ihr dann Dövre anspielen. Das Dövre, das Secours für Grande Chasse Charlotte, wo ihr momentan eine ganz interessante Ausstellung im Nationalarchiv ist. An Anfang da ist interessant zu sehen, an längeren Recherchen eben hier am Resistenzmuseum hast du auch interessante Sachen gefunden, da kannst du bei weitem mehr darüber erzählen. Genau, auf der einen Seite ist es so, dass wir Dörfer haben, auf der anderen Seite haben wir Direkthilfe von den Gemengen. Bei Direkthilfe kommen wir nach Hanno zu schwätzen, für dich mal auf Dörfer. Dörfer Gouf 44 an Lebeberuf, besser gesagt, 24. Dezember 1944, gouf der Vierschlag von Pierre Dupont, vom Minister Pierre Dupont und Grande Chasse, die zu dem Zeitpunkt noch am Exil war, geschickt und von hier auch unterschrieben. Das heißt, dem Moment gouf d'Œuvre Grande Chasse Charlotte aus der Wei gehoben. Ziel von Pierre Dupont war unter anderem zu weisen, für eine gemeinsame Rekonstruktion zu bewerkstelligen, und das sollte unter anderem durch d'Œuvre mitgeholfen gehen und eben auch als Symbol Dinge für das überhaupt so ein Sisyphus-Arbeit überhaupt konnte überhaupt realisiert gehen. Dafür war auch der Num. Der Num war eben von der Grande Chasse Charlotte. Grande Chasse hat sich an der Zeit von der Okkupation zu einer Symbolfigur entwickelt. Sie war Hoffnungsfigur, sie war ein Symbol von der Freiheit von der Unabhängigkeit vom Land. Das heißt, der Nummer allein soll schon die Moral von der Christopher steigern an Hanno auch eine Garantie bilden, für das überhaupt die große Arbeit konnte gelingen. Teile vom Fonds von der Œuvre Grande Chasse Charlotte war am Anfang zweigesplittet. Auf der einen Seite hast du die finanzielle Hilfe, auf der anderen Seite hast du Direkthilfe. Die finanzielle Hilfe, die kommen vor allem durch Spendenaktionen oder eben durch Nationallotterie zustande. Spendenaktionen wie zum Beispiel für den Geburtstag von der Grande Chasse.
am Januar 1945, den zu dem Zeitpunkt nach dem nationalen Feiertag war, auch gleichzeitig Schaffdach, wo dann alle guten Darbeiter den Lohn, den sie den Tag verdient haben, sollten und dürfen spenden, für dass die Kriegsopfer konnten helfen. Auf der anderen Seite, auch beim Retour von der Grundgeschäfte 14. April 1945, war es so, dass dürfen ein Aufruf und Bevölkerung in anderem gemacht wird, wo sie gesagt haben, wenn ich schrift, geht nicht an Blumenboutiker, kauft Blumenboutiker Eidel an Lettern, die für den Palais, mat eng spend und d'oeuvre, dat geht herno und Kriegsopfer, mir werden e Bouquet kaufen am Numm vom Lützeburger Volk, an dat werden wir an dann den Surplus geht dann herno und Kriegsopfer. Zu Summe kommen do iwwer 4 Millionen Franken herno zu summen. Der anderen Seite goufen dann auch nach vu Privatleuten oder von Institutionen goufen auch Aktionen gestartet. Zum Beispiel Sports- an Kulturvereine, Hundeler oder hier Gesamteinnahmen von Events, wie zum Beispiel Galan und Dörfer gespannt oder Geschäfte auf Postkarte verkauft oder kleine Gadgets, so kleine Gimmicks mit Nationalsymbolen wie der rot-weiß-blaue Fahne und so weiter. Respektiv, dass auch Institutionen wie Post und auch Spurkäse Aktionen gestartet haben, wie zum Beispiel das Post eng Reihe von 3 Reihen von Timbren rausgehen wird zu Ehre von den Kriegsopfer, von der Mutter Gottes und eben auch von den Alliierten oder eben was Spurkäse geht 1946 wird eine Sonderprägung mit E-Franken auf 25 Cent Münzen, a Bronze, Silber, a Messing rausgehen. Bon. Das ist mal auf der einen Seite wie der Fonds gespeist wird. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Nationallotterie. 1945 wird die Regierung dezidiert, den Monopol von der Nationallotterie und der Grandische Charlotte zu gehen, an 50% vom Gesamterlös von bei den Zählungen Racket geht integral der Grandische Charlotte. Die anderen 50% gehen nur karitativ Vereine oder eben Sozialdienste von der Gemeinde. Natürlich die 50%, die gehen dann herno für Sozialzwecke genutzt und das ist von 45 und bis heute auch nicht geändert. Vorerst, wie gut die Zeit überhaupt Hölle war, die Hölle war extrem weit gefächert. Das heißt, für diese Rekruten natürlich Zwangsrekrutierte, die zurückkommen, aber auch Resistenzler, Refraktären, Deserteuren, alle guten Kriegsopfer kriegen eng Hölle zugewiesen, Invaliden, das heißt die kriegsversehrt aus dem Krieg, von der Front zurückkommen, aber auch natürlich Familien, Witwen kriegen eng Hölle zugewiesen, aber auch wann neidisch wird Eltern und Großeltern. Wir dürfen nicht vergessen, die Altersvorsorge der Zeit war nicht wie heute, wenn du deinen Bof oder Enkel verloren hast, den in anderem Matt dich versucht wird am hohen Alter, an den es weggefallen, da stungst du heinst du für große Probleme, wenn denen am Krieg gefallen war. Bon, das Problem war in der ganzen Sache, dass viele Leute kein Almosen wollten. Das heißt, sie haben nicht direkt sich Dörfer gewandt, aber sie haben für allem am Ufer, sie haben sich Gemenge gewandt. Gemengen haben ihr Leute kannt, sie haben Listen aufgestellt an die Demanten, die für alle Pensionsdemanten sind und Dörfer gegangen, die da bestimmt wird, wie viel eine Person geholfen kriegen. An die Hilfen, die konnten mit Umständen sogar ein ganzes Leben lang andauern, das heißt, bis du da schließlich gestorben warst, und die durften mit der Zeit auch adaptiert. Aber die Hilfen waren auf andere Basisen. Unter anderem waren da Wesenkanner. Wesenkanner hatten zwar eine eigene Organisation, die sich um sie gekümmert hat, aber die hat hauptsächlich ihre Förderungen gekriegt durch den Fonds von der Œuvre Grandische Charlotte. Displaced Persons, also Personen, die entweder durch den Krieg oder durch die Nazien deportiert wurden und nach an der Lager sitzen. Dörfer hat dafür gesorgt, mit Hilfe vom Internationalen Roten Kreuz, für den Opfer, die nach an den Lager waren, für ihnen Lebensmittel zukommen zu lassen, respektive auch zu repatriieren. Dann, das heißt, sie wird ihre Rückweg bezahlt. Da wird nach Leuten, die punktuell Hilfe kriegen.
Das heißt, wenn ihn zum Beispiel von den Nazis Geschäft so gemacht wird, du stummst für nicht, da kannst du bei der övre Startkapital aufrufen und dann, wenn der Geschäft bis gegangen ist, wirst du zu und zurückbezahlt. Leute, die kriegsversehrt zurückkommen, die konnte Kuren aufrufen. Das heißt, dass sie zum Beispiel auf Bad Mondorf gekommen sind oder in die Schweiz geschickt wurden, für das sie genesen konnten. Respektiv, wir wissen, dass viele Leute auch nicht mehr konnten an die Schule gehen durch Nazis, dass sie hier Education konnten aufhängen und dadurch eine neue Karriere starten. Das sind vor allem finanzielle Hilfen. Auf der anderen Seite ist dann Direkthilfen. 1945, das heißt zwischen April und Mai, als Grand Duchesse 9 größere Touren durch den kriegsversehrten Norden und Osten gemacht. Die ganzen Touren waren inoffiziell, sie wollten kein großes Brimborium in ihren Besuch machen. Das heißt, sie haben ganz kurz vor und angekündigt, dass sie die Stadt besichtigen. Für was war das gut? Sie wollten sich überhaupt ein Bild von der Katastrophe selber machen, für das sie selber auch agieren. Aber was hat sie dann bewegt? Die Leute waren, die Moral von den Leuten, die, wie du schon gesagt hast, für nichts stungen, konnte gesteigert gehen, an den Blick auf an eine bessere Zukunft gerichtet. Das war in der durch Grand Duchesse. Und Grand Duchesse wird auch dafür gesorgt, dass am Fall, wo Leute wirklich komplett Boden waren, komplett für nichts stungen, dass punktuell denen mich schnell geholfen konnte gehen, an dem es Direkthilfe gemacht wurde. Die Direkthilfe von der Œuvre Nationale Grand Duchesse Charlotte, die hat dann daran bestanden, dass, also, wir wissen ja, wo sie hin zurückkommen, stehen Leute für nichts, kommen zu Notstand. Das heißt, Leute hatten zum Beispiel nichts zu essen, sie hatten keine Kleider mehr, sie hatten gar nichts mehr. Und was hat die Œuvre gemacht? Mal ganz einfach gesagt. Sie hat zum Beispiel von den Amerikanern ganz Lagerbestand und Lebensmittel und Konserven gekriegt, die sie da schließlich und die Kriegsgeschichte weitergehen hat. Auf der anderen Seite hat sie größer Spendenaufruf, nationalen Spendenaufruf gemacht, für zum Beispiel Kleider zu kriegen, schon war das ganz ein Mangelware zu der Zeit, hat dann eben größer Spendenaufruf gemacht, die auch ganz gut funktioniert tun. So konnten zum Beispiel von den Schulen tausende Schulen in einer Mottoschule von Betrieben und Institutionen, wie zum Beispiel der Arbeit, konnten Großmengen und Material zusammengerafft gehen, die dann die betroffenen Leute geschickt wurden. Die Direkthilfe wurde aber noch eine andere Schiene gedroht, und zwar, wie ich schon gesagt habe, bei den Gemengen. Das heißt, D'Œuvre hat am Anfang eine Koordination gemacht von Adoptionen. Das heißt, was will das heißen? Es war mit, so ungefähr ab März sind die Monaten abgekommen von Polen und auch von Gemengen verschiedene Dörfer, meistens auf Wunsch, die dürfen sie adoptieren. Und D'Œuvre hat das ganz koordiniert durch eine Adoptionskommission, und die wird definitiv da gesagt gehabt, okay, du darfst die Gemeinde adoptieren und du die. Im Beispiel von der Stadt Esch war dann eben so, dass es für allem Stadt war, und eben auch Poren, Saint-Joseph, Saint-Henri und Sacré-Cœur, die zusammen geschafft haben. Das heißt, Poren, wie Gemeinden haben immer zusammen müssen schaffen, für den ganzen Städten dann Direkthilfe zukommen zu lassen, an Form eben auch von Materialbeschaffung oder eben auch bei der Rekonstruktion helfen, dass sie sich Betriebe gewandt haben, dass sie zum Beispiel, wie zum Beispiel von Grevemacher, wo der Escherboer Meister sich dafür angesagt hat, dass die Arbeit in einem 47 Fenster für die Schule soll zur Verfügung stellen und an ihre Stocken gucken. Esch hat relativ viele Adoptionen. Davon werden dann Städte wie Wolz oder Grevemacher, wie ich schon gesagt habe, aber auch kleine Wirtschaft wie Eschdorf, Niederwampach, Berle und noch weitere Wirtschaften von den Escher Poren an eben noch von der Stadt Esch zu gesichert. Ja, du hast dann am Tageblatt die ganz vielen Artikel Esch Eschdorf. Und du, wie hast das Virus gegangen, direkt an dem Terrain anfangen bei denen?
Du hast ja am Anfang schon angekündigt gehabt, dass Zivilaffairs in einer anderen Hand ob die Regionen da hat, wo zum Beispiel nach durch Soldaten Abbestellungen an solche Gefahren konnten entstehen, respektive überall Minenlungen, wo Zivilbevölkerung am Endeffekt Hannover, wenn sie hingegangen wären, mehr geschädigt hat, wie wenn sie evakuiert wären am Süden vom Land. Am Anfang war das so, ich schätze von allem, natürlich beste von der Stadt Asch war es so, dass am Februar zu der evakuierte Frau kommt. Das heißt, zu Asch war relativ viel evakuierte aus dem Norden und Osten vom Land und da gab es ein Problem. Das heißt, die haben sich müssen zu Asch ummelden, aber wenn sie im Gange sind, haben sie sich müssen aufmelden. Da war aber so, dass viele Bauern, wir schwätzen heute am 14. Februar von rund 590 Bauern, die gesagt haben, wir müssen als Felder bestellen, sonst geht das nicht, sonst kommen wir nie mehr und einfach unaufgemeldet an die Regionen gegangen sind. Das ist natürlich nicht gegangen, eben wenn es der Gefahr, die an den Regionen war, an Asch hat die Beamten von dem Büro de Rapatriement an offenen Zivilaffaires hat sie an die Frontkantonen geschickt, für eine Demarkationslinie aufzustellen. Das heißt, an der Linie, das waren die Regionen, wo es darum kommt, zurückgehen, das heißt, wo es evakuierte kommt, so, okay, der darf darum an die Region gehen, respektive auch denen, die über der Demarkationslinie, der darf an die Gebiete gehen, aber nicht weiter, mit der sie da wenigstens nur an ihren bei ihren dürfen. Bon, während dem Besuch, den zwischen dem 13. Februar und dem 15. Februar 1945 an den Frontkantonen stattfand, hat den Büro de Rapatriement an d'Affaires Civil auch durch Wirtschaft Aschdorf besichtigt. Der Rapport vom Paul Jost, dem Delegierten, der war am Anfang erschreckend. Aschdorf gouf als Spezial durchgestellt. Für 80% von der Wirtschaft waren komplett zerstört. Es lungen auch immer durch Soldaten an Feido. Felder waren voll mit Minen, das heißt, für Landwirtschaft kannst du da absolut nicht schwätzen. Das Lebensmittelkarte waren noch nicht verdelt, gehen an. Das heißt, es gab solche Probleme. Problem war auch, dass für allem an der Region, das heißt, sie haben natürlich auch mit der politischen Verantwortlichen gesprochen, mit Bürgermeister Jean Theis, den teilweise komplett überfordert war, wie alle Leute, die politisch verantwortlich, die an den zerstörten Regionen, weil war so viel Arbeit da und sie wussten gar nicht, wo sie sollten aufhängen, aber wie sie das Ganze sollten koordinieren. Da gibt es ein Beispiel, dass den an den Staat gerufen wird, an gesagt wird, okay, was soll man machen? Können den Architekt, für das man Sofortmaßnahmen, das heißt direkt Maßnahmen können ergreifen, für das man wenigstens nur mal teilweise können wir der Rekonstruktion aufhängen. Da kriegen dann aus der Stadt die relativ patzig Antwort, wir wissen nicht, was der überhaupt will. Als Architekt sind dürfen, da war eben. So ein bisschen an dem Stil. Und das wird natürlich den Delegierten von Asch gar nicht gefallen. Eben weil es so aussehen und dafür gesorgt tun, dass die Moral von den Anwohnern, von denen Dörfer komplett an den Keller gegangen ist. Sie sind nicht von der Regierung am Start gefehlt, weil sie sitzen für nichts, sie sitzen für den Trümmern von ihrer Existenz an eine bessere Zukunft konntest du in dem Moment nicht gerade ganz gucken. Und ja, der Staat war nicht präsent. Und dafür und Delegierten sowohl der Stadt Asch wie auch dem Staat selber für Propose gemacht. Dem Staat haben sie proposiert, hey, setzt einen permanenten Delegierten an den Meldegänger an. Das heißt, der Kontakt zu der Stadt muss abgebaut gehen, für das Leute wenigstens den Kontakt tun und wissen, dass die für sie da sind. Auf der anderen Seite wissen dann die Propose und Asch, dass sie sagen, okay, der Staat ist nicht da, wir müssen helfen, wir sollen die fehlende staatliche Hilfe kompensieren. In Form von einer Adoption oder von Direkthilfe. Den 18. Februar 1945 kommt den Ascher Gemeinderat zusammen an den Ascher Bürgermeister, den Hubert Klümmer, den hat proposiert gehabt, okay, wir adoptieren nur Aschdorf zu dem Zeitpunkt Heilung nicht, mehr werden Direkthilfefläche für einfach mal den
den Affer den Affer echt hölf überhaupt so kommen zu los für das überhaupt hier an all der lo an den zerstörte Regionen überhaupt meestelle können und das war von den Ufang von der Mission hölft die Herrn erweitert ging ich fokussiere mich auf hölft weil das den Fall wo am besten am Moment dokumentiert ist weil der Bericht vom Escher Delegierten soll nämlich all Chaos am Tageblatt publiziert gehen war doch gemacht gouf und so 14 Berichter wo dokumentieren wie überhaupt der Fortschritt an der Wirtschaft überhaupt war. Bon. Den 20. Februar als da schließlich die Mission losgegangen, sie sind an Delegierten direkt etwas festgestellt. Du kannst nimmen Surplatz koordinieren. Das heißt das nicht, dass wir das Silo kommen und dann gucken, okay, der Dom muss gemerkt gehen, wir gehen zurück auf Asch und wir lassen das über den Bürgermeister laufen oder über den Schäferrot. Nee, wir müssen einen permanenten Delegierten für die Zeit, wo wir hier sind, hier ersetzen und den die ganz Hilfen koordiniert, wo auch von verschiedenen Akteuren gedroht gehen. Delegation von Asch, die das ganz koordiniert, das ist ein Akteur und dann haben wir eine andere, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen werde. Bon, wir haben dann das für den Anfang war relativ kompliziert für Delegation für wer man schon angeschwert. Das Problem war, dass die Leute ein bisschen Vertrauen an die Autoritäten verloren außer an die Surplatz waren, die Gemeinde vertreten. Bon, da kommen Externer von der größten Südgemeinde. So können wir ihnen trauen oder nicht. Das Vertrauen wird größtenteils durch die Lokalautoritäten hergestellt. Sie wird für allem der Pastor, den Kontakt mit den Bürgern gesichert wird, dann tun wir doch den Kontakt zu der Delegation herstellen oder der Bürgermeister selber oder eben noch der Chef der Gemeinderat, die dann interagiert zwischen den Leuten an der Delegation. Was der Fall war, ist, dass direkt eine Hilfsstation abgerichtet wurde, die gleichzeitig zu einer Verdeelerstation ging ist, die aus Asch gespannte Sachen konnte nachholen, respektiv auch eben mit der Assistenz Sozial oder mit dem Delegierten konnte schwätzen, wo Probleme waren. Bon, was schon die Assistenz Sozial angeschwärzt, die Assistenz Sozial war einer von den wichtigsten Faktoren dort. Die wurde von Asch, das war Madame Bach-Götzinger, die von Asch an die Region geschickt wurde, und sie wurde zu einer ganz wichtigen Anlaufstelle. Unter anderem daran, dass sie den Kontakt mit den Leuten hergestellt wird, mit Hilfe von Pastoren und den anderen Autoritäten, und mit ihnen gesperrt wird. Was sind ihre Besoin? Was braucht er? Da kommen da Sachen, wir brauchen Schwung, wir brauchen Bettgezei, wir brauchen brauchen Elektrizität und so weiter und so fort. Das heißt, sie wird ungefähr den Gesamtheit von der Besoin von den Leuten zu hören kriegt, Lüchten abgestellt und die dann in den Escher Schäferrot geschickt, den da schließlich probiert wird über über Spendenaktionen, wo sie dann lokal Dächer gefragt haben, hey, wir brauchen Schmuck, wir brauchen Kleider, wir brauchen Küssen für die Leute, können da als Wanderschläger etwas gehen. Oder eben, dass sie bei verschiedenen Institutionen wie dem Rote Kreuz nur gefragt haben, ob sie die fehlenden Materialien überhaupt haben. Bon. Auf der anderen Seite war Madame Götzinger auch dafür da, für die Leute zu warnen. Das heißt, die Dächer Hilfsmission hat Herr sich auch zur Mission geholt, die Leute aufzuklären, wenn sie Munition finden, packt sie nicht an, loszuleihen und für allem kann Jugendliche spielt nicht damit. Wir haben in einem anderen Fall gesehen gehabt, wo Kanner mit der Munition gespielt haben und sich Verletzungen zugezogen haben, weil die explodiert sind. Und das war am Anfang grosso modo die Aufgabe von der Assistenz Sozial. Bon, die Leute kommen dann aber auch zu der Hilfsstation, unter anderem für Lebensmittelkarten zu kriegen, für Medikamente zu kriegen. Das heißt, durch Hilfe von der Stadt Asch war dem so, dass auch die lokale Optik abgefüllt ging, ob schon den Delegierten gesagt wird, dass Asch vom gesundheitlichen Zustand von den Leuten relativ gut durchstimmt, gehen aber berichtet, dass in der ganzen Region zum Beispiel Truhe, also Dysenterie,
mi hefech giwe wat joch normal ass mé hunn do Zaldoten an aéi vu nach do Leiit an ufengs verwesen der sperlech begruwe gëtt viel Wasserleitungen waren zersteiert et gouf keine Elektrizität méi also an der Tisch du warst ugewiesen in einer Burwasser an wann dat verseucht das dann könntet schnell zu Erkrankungen. Und du hast Stadt Ashton noch angesprungen sind schon von selber Wasserversöhnung gekümmert sie dünn also Zisterne hochgefördert ne weniger von der zu garantieren. Ganz genau der Tisch war am Anfang so dass das dann zum Beispiel ein 1000 Liter Fass ob Wäschstoff gefördert gouf wo dann extern Wasser gesammelt gouf an dann und da wo verdeelt ging das. Schulfir ugesperrt sie hatte keine Elektrizität méi watste gemacht der Tisch an dem Dörfwert overes stark duster der Tisch auch von Ash kommen dann zum Beispiel Lieferung von Carbid wo dann op die Idee von den Ascher delegiert okay gucken die komplett staat an da wo das wenigstens bisschen Luft tun mat Brennmaterial versuche für das wünscht ein Kleinbelichtung hun für das sie auch schaffen können da bringt mich zu den anderen Akteuren. Der Tisch mit 3 verschiedene Sorten von Akteuren der Elektrizitätswerk den Darbeit an eben auch Betrieber von Ash die dogeholle von der Elektrizitätswerk die hue sich direkt und da für Tischspannungsleitungen proper zu machen die ganz Region rundherum um Minen zu durchsichern weil das war das Problem und das war auch das Problem von der Landwirtschaft. Du kannst keine Landwirtschaft betreiben, weil überall Minen oder Blindgänger nach Lunge. Aber wenn du mit dem Plo rennst, ja, da geht die heisch. An Delegation hat über Minendetektoren gehabt, für selber auch an den Feldern zu sichern. Sie haben das Elektrizitätswerk wird schließlich auch den neuen Draht gezogen. Weil da war ein kleines Problem war aus dem ganz einfachen Grund. Weil das normalerweise Aufgabe vom Staat gewirrscht wird. Der Tisch angefangen Aufgaben, die der Staat eigentlich sollte machen, für sie zu machen. Und das war nur, wo das Mission fertig war, wo durch den Hyperklimmerchlor verstoßen ging, dass die Arbeitsstoffe vom Ascher Elektrizitätsweg nicht mehr sollte von der Gemeinde bezahlt gehen, mehr von der CGDL selber. Dann haben wir die Arbeit wird über die Ingenieuren unsere Bierscharbeiter, Grovenarbeiter und Regionen abgeschickt, die den Leuten sollten helfen, die Raumaktionen zu machen, respektive Instandsetzungsarbeiten. Und zusammen habe ich natürlich mit den ersten Betrieben wie Dachdecker oder ja, auch Elektriker und so weiter, die auch raufgekommen sind und die auch Bohr bezahlt wurden, auch von der Gemeinde, von der Stadt Asch, für dann eben die ersten Maßnahmen dort zu ergreifen, wie zum Beispiel dass sie dir schon mal gedeckt haben, sie haben die echt provisorische Löcher zugemauert, Kamine abgebaut, die Straße mal geraumt, für das wir haben Transport durchkommen können und so weiter und so fort. Das heißt, neben der Materialbeschaffung hat Delegation ja nur für die ganze Koordination von den nächsten Reparaturmaßnahmen an der Wirtschaft überhaupt gesucht. Das wird natürlich schon gemacht. Das heißt, nach außen hin durch die Artikel erschöpft, das promoviert und wird andere Gemengen inspiriert. Wie zum Beispiel Deverding und sich wirklich inspiriert. Gesagt, okay, wir haben auch 2 Wirtschaften, aber wir merken genau dasselbe wie Asch. Das heißt, wir gehen nochmal für dich drauf, finden direkt zu helfen und hier nur mal die Optionen gucken. Ja, dann aber im Endeffekt Asch hat nicht mit Aschstoff geholfen, wie sie schon so ein bisschen da aufgeschlossen sind, sondern auch auf andere Gebiete gegangen. Was war das nächste Jahr, wo sie sich fokussiert hat? Aber am Anfang war es so, dass das Reihenfolge war, dass sie gleichzeitig von Aschstoff auf einen Notbestoff geguckt haben, Bungeref. Bungeref war in derselben Situation, das war so ein kleiner Unterschied. Bungeref hat extrem engagierte Bürgermeister, die wirklich angefangen mit Selbsthilfe zu pushen. Das heißt, wo sie schon angekommen waren, die Leute schon umgegangen mit Schaffen. Und mit dieser Hilfsmission haben wir aber gesehen, okay, wir müssen ihnen da ein bisschen Beistand leisten. Und wird in der Danung dafür gesorgt, dass Bierscharbeiter abgeschickt gehen und eben auch die Sachen, die zu Aschstoff gesammelt wurden. Sie haben noch keine Hilfsstation zu Bungeref selber abgerichtet, aber es war am Anfang so eine Nebenmission entstanden, dass sie vom Zentrum von Aschstoff aus die Wuren, die aus Asch kommen, direkt
zu gleichen Deele op Erstoff wie op Bungeref mat verdeelt hun. Der andere Seite hast dann wat deutlich no 19. März hëlleft Erstoff offiziell aufgeschloss an Mission als op Aufruf von Zivilisten von einem gewissen Herr Dr. Bové aus Volz, den zu Brüchelberg geboren war, mit den sich angesagt für seine Heimischwirtschaft. Und den Bürgermeister geschrieben an Hubert Klömmer hat in der Delegation gesagt, okay, geh du mal gucken, was du lässt an den Schwesterwirtschaften Brüchelberg, Deierebüsch, dass er du mal guckt, dass er auch eventuell Mission erweitert an ab dem 19. März wird als offiziell Erschölle Brüchelberg an Deierebüsch ugesucht gewirrscht. Das ist auch da und sie dann genau wie zu Erstoff auch eine Höllestation abgerichtet an eben die Eichtelefon koordiniert. Vu Brüchteberg Schwezen do so interessant gesinn, dat an der Kollektion vum Militärmusee hat mir eng Postkaart von vun engem Massegraf von Zivilisten. Und das immens Seelen, an do se dann auch eben durch Rapporten rausgängen, die erstalt gesinn dann eben halb von der Stadt Asch, dat effektiv Leiter Leiit waren, die an der offensiv gestürbe sind. Dat waren über 23 Leute. Waren 2 Familien. Und du gesehen noch, dass Brüchberg ja auch heute noch eine kleine Wirtschaft ganz euch betroffen werden und du da die Hölle wie willkommen an dem Meck. Und schlussendlich wird die Stadt dann immer weiter Beispiel gemerkt, oder den dann bis schlussendlich auf Volz kommen. Ganz genau, also Volz war auch immer mal dabei. Der Tisch am Anfang war es so, dass bei der Spendenabrief von der Gemeinde Asch und Dächer, dass du immer auch für Volz gespendet gehen. Der Tisch am Anfang waren eigentlich die Hölfslieferung sowohl für Volz, für Bungeref an auch für Erstoff geduld. Bon, die Hölf, die Hölfsgitter, die sind auch schließlich auf Volz geschickt gehen. Hier ist ein bisschen ein Problem, dass es ein bisschen am Moment unter Recherchen hat, dass man da noch nicht genau Informationen haben. Was man aber wissen, das als folgendes, dass den Hubert Klömmer durch seine Relationen en er dann den Don Suisse gefordert wird, an dem Anfang als Interlokuteur zwischen dem Staat an der Schweizer agiert wird für schweizerisches Arbeiterhilfswerk op Lützeburg zu kreieren, und für do Arbeiterwohnungen aufzubauen. Wir schwätzen hier von rund 21 Arbeiterwohnungen ankommen, plus minus 50 Arbeiter schließlich auf. Hun sich dann zu Volz niedergelost für eben Hölfen zu machen. Da ist das schließlich ein bisschen Übergang, weil den Don Suisse, kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, was den Don Suisse überhaupt genau war? Den Don Suisse ist wirklich ein ganz spezieller Fall, wo wir auch dabei sind, dass der wirklich vergisst gehen als an der Erinnerungskultur, weil das nämlich so, die Schweiz selber, durch den Bundesrat an der Schweiz, die hatten am Februar 1944 am Anfang schon dezidiert, dass sie so Schweizer Hilfswerke gründen für all die Länder, wo eine Zerstörung war. Und das hat wirklich so stattgefunden, dass sie selber mal schon von der Regierungsseite 150 Millionen Schweizer Franken an den Fonds gehalten haben. Und in der Sonne eine große Spendenaktion gewesen, so wie eben hier mit der Övre, dass in der Bevölkerung an der Schweiz und eben auch knapp 50 Millionen Schweizer Franken gesammelt gehen. Die sind alle an den Dippe gehalten gehen. Und wir wissen, dasselbe Beispiel wie bei der Övre, dass am Anfang unter der Schirmherrschaft von dieser Schweizer Hilfswerk, an dem sind da lauter Komitee de Secours gegründet sind für verschiedene Länder, also insgesamt 16 Stück, an einem davon war eben noch Lützeburg. Und da können eben dann noch ein Hubert Klömmer immer dann spielen mit den Schweizer Arbeiterhilfswerk, wo hier am Anfang als Interlokuteur von Gerhard mit seinem Freund Antoine Kreyer, der Gewerkschafter, eben die Zeit waren an Schweiz geflüchtet, weil den hat er die notwendigen Kontakte für die Schweizer Handwerker herabzubringen, für dich dort Volz. Und das am Anfang immer nach dem Schirmherrscher von Don Suisse gelebt. Das heißt, die Arbeiter sind nicht mehr hochgekommen, für dann die Arbeiterhäuser zu Volz zu flicken von den Lützeburger Arbeiter. Aber andererseits eben noch, weil Volz zum Beispiel auch stark sinistriert war, also auch ganz schnell an den nächsten Schweizer Rapporten rausgegangen, sie brauchen Notbehausungen. Ne? Und dementsprechend tun sie am Anfang Schweizer Holzbaracken, das waren am Anfang Armeebaracken, Rockbrot, an die haben zusammen gezimmert, die haben dann einerseits als Wohnungen gedingt,
und die sind auf den verschiedenen Plätzen, wie zum Beispiel zu Wolfs bei der Gare abgebaut gehen. Die sind hier noch an der Nachkriegszeit Stimmen, die nach einer Zeit an Sekunde noch eine letzte Bezeichnung am Volksmund zu den Schweizer Bude geheischt. Und die Schweizer Buden aus sich haben für die Primärfunktion eben Leute innerzubringen, das aber dann auch immer an den nächsten Evaluationen von der Schweizer vom Schweizer dans Suisse rausgegangen, was da plötzlich nach, man das nächste, was gefordert wird, das wäre dann so auch Krechen hätten. Weil wir eben auf das Problem gekommen wären, die ausgebombte Familien, die wollten ein Haus aufbauen, und Kanner sollten dann über den Tag für solche Angebot geben, wo sie verpflichtet sind, wo sie selbst kriegen, und eben noch für sie, also dann ihr Mittagessen zu können halten. Und dementsprechend sind die Garderien zu Wolz, zu Dietrich und zu Irrsteiner, also wirklich an den ein bisschen größten Agglomerationen aufgebaut gehen, und da bewegen wir uns aber recht am Dezember 5 schon über 6 natürlich eine lange Zeit gebracht, wieder überhaupt alles zu organisieren und aufzubauen. Auf jeden Fall sind so dann die Handwerker, die Schweizer Gruppe, die es da schon abgeschickt haben, die sind dann auf die nächsten Plätze gegangen und haben die Sachen immer abgebaut gehabt. Also kommen wir dann eben dazu, dass der Schweizer Rote Kreuz beim Lützeburger Kreuz zusammen kooperiert hat, für die Garderien am Anfang zu überwachen. Das war ein Mix für Lützeburger und Schweizer Frauen, die am Anfang dann dort abgepasst haben. Das geht dann an dem Moment dann auch so weiter, dass sie sich nicht mehr bekümmert zur Platz oder Leute, aber eben noch das Material abgeschickt gehen, weil das immer geguckt wird, was gibt es zuletzt noch gebraucht, und das schnell rausgegangen, dass die Versorgung sich mit Eisfuhren war am Anfang garantiert. Das viel gefehlt hat, war Müll am Anfang, weil eben Molkereien und alles dürfen am Eisweg zerstört sind. Also was zum Beispiel auch schon ganz frei am Sommer 45 als du Pudermüll abgeschickt gehen, weil am Anfang so an Schulen und alles verdelt gehen, schlussendlich also da auch hauptsächlich Leute verdelt gehen, die aus den KZ also zurückkommen, für dass die eine Grundversorgung hatten. Der nächste Punkt wäre dann aber, dass man dann auch immer Privatinitiativen da dran an dem Dans Suisse. Das heißt, wir hatten nicht nur mit Schweizer Rote Kreuz, was dann herumgekommen ist, beziehungsweise der Arbeiter Gewerkschaft, dass dann noch so weit gegangen ist, dass zum Beispiel eine Firma an der Schweiz, die Kamion und Traktoren produziert, Lastwagen und Traktoren AG, die haben am Anfang ein Inserat, den wir uns an der Schweizer Zeitung gemacht haben, aufzurufen, sie geben nur Leute sichern, die mechanische Kenntnisse hatten, für einen Traktor zu führen und den noch zu flicken. Das hatten sie wollen, dass man sie ganz Traktorskolonnen zusammengestellt mit bis zu 15 Leuten. Und die sind aus der Schweiz, wird wirklich zum Teil mit dem Zug sind Traktoren bis auf Lützeburg an die Stadt geliefert gehen. Und von daher sind sie unter der Koordination vom Agrikulturministerium am Anfang durchgeschickt, gehen auf das Leck. Und wir haben die Chance gehabt, am Militärministerium in den 90er Jahren, ein von den Leuten, die dabei waren, den Schweizer, der Werner Bührer gehischt hat, den hat ein Manuskript also geschrieben, für Buchamfang zu machen, über seine Zeit zu Lützeburg, wo er am Anfang seine ganze Geschichte erzählt, wie er am Traktor dann 46, 47 zu Lützeburg aktiv war. Und das ist enorm flott, weil auch Sozialgeschichte, das heißt, die Leute, die mit dem Traktor hingekommen sind, die sind nicht von der Notel gestartet, die sind mit dem Traktor zum Beispiel wie hier nach Befort Berdorf gekommen und die sind nur bei den Leuten hingekommen. Das heißt, die haben mit Lützeburg zusammen gelebt, haben über Freundschaften geschlossen, haben zusammen den Bauer da geholt, Feldmüll zu Raum und auch von Telefonsleitungen, die nach der Löhnen dann noch Munition zum Teil, und haben auf das Feld bestellt einfach gehabt. Also man bewirtschaftet eben das, der kommt am Frühjahr, der Tür drauf, dann eben Frucht werden. Und das ist dann noch an dem Sinne interessant zu sehen, dass die Freundschaften, die da entstanden sind, die sind viel mehr weit nachgegangen. Weil, wenn man zum Beispiel für dickere Schulen, du gehst halt eine Dachdeckerfirma, die heißt Kappeli, an den der klingt nicht nur mit einem Schweizer, aber das von einem Schweizer. Das ist von denen Handwerker, die zu Wolz kommen, die zu dickeren Stunden eben sich zukünftige Sprache kennengelernt. Das waren Leute, die hatten ihre Militärdienst gemacht in der Schweiz, und natürlich, für den Krieg fertig war, sind sie profitiert, da wurden auch nach Renker gesehen, an dem sie verschiedene eben hängen geblieben. Wie den Hai, den eben dünne Madame Tull bestört hat, Hai geblieben ist, mir umgedreht haben wir da eben auch, vom auch ganz rezent, von einem sozusagen aus der Schweiz, ein Fotosalbum rangeschickt kriegen, auch nach einem anderen weiteren Handwerker, auch von Wolz, weil den hat seine zukünftig als Frau in die Schweiz geht. Und weil den immer mehr weiter guckt, gesagt hat, dass das nicht mehr ein Einzelfall wäre, aber das sind da viel mehr. Das ist die ganze Lützeburg-Schweizer Geschichte als wirklich ein Sonderfall, wo es wirklich rentiert, für das weiter zu belichten, weil das ist wirklich nur das, was wir ein bisschen drüber gekratzt haben für die Darstellung. Und es sind du ganz sicher, dass wir da noch viel mehr erfahren, was wirklich wichtig ist, für zu verstehen, auch wie die
die sozusagen europäische Kooperation stattfand dann noch halb besonders zwischen den zwei Ländern die anderen zwei am Krieg neutral waren just dat dat besat wäre an der dann die benutzen an der finanzielle Mittel probiert hue darum Europa abzubauen. Der Tisch am allgemeine war d'Akzeptanz vom Don Suisse extrem gut gesehen hier am Land. Goufet dann noch gewisse diplomatisch Schwierigkeiten oder Probleme für zum Beispiel Fuhre von der Schweiz rüber zu bringen. Also der Douane, so wie haut gouf der Zeit doch schon an do war effektiv go kein Problem, weil eben aus der Rapporten die meiste Schweizer Archiven nun gesagt dat Kooperation du ganz gut funktioniert huet, der Tisch das wird von der Schweizer Seite gelöft gehen wann die Baracken zum Beispiel opkommen sind die Buden Aufrechnung die alles hue Minister überholen auch für dat von der französischer kein Problem durch auch Koordination hast du ganz gut gelaufen, weil im Orem do et gouf een egene Komitee de Secours fir Lützeburg selber vun der Schweizer sinn lauter Schweizer gewircht die mens viel Frauen dabei vom Schweizer die Kreis sie opkommen die hun sich immer Surplas ugeguckt dat las war an hun am vom direkten Dialog gesicht am zuständigen Agrikulturminister zum Beispiel fir schnell gegangen ass. Dat war wirklich eng Success-Story am größte ganzen. Och dat hier so weit gegangen ass, dat het net dros gegangen zum Beispiel Felder immer stand zu setzen vun de Bauern méi och hinnen die neue Evolutionen zu weisen an der Technik so der Techt sind noch soviel Jungbauer von der Ackerbauschule zum Beispiel invitiert gefir an Schweiz zu kommen an do Stage zu machen an der doch mat den Doktoren bis hin zu eben auch dat auch zum Deel natürlich an der övre Stadt von huet dat sovi Lützeburg an Schweiz gange se fir ein Kur wie du schon erwähnt mat Kanner die du hingegangen sind du hörst du wirklich dat dat immer weiter opgebaut wird und der sich quasi bis 7 feiertsten Deels bis den der Swiss schlussendlich offiziell auslebt an der Schweiz als ein groß Success-Story gefeiert gouf eng Ausstellung bei hinnen as dat bis haut auch noch ziemlich omnipräsent hast dat gewusst wie wann da an Eisen Ecke guckt obwohl immens viel Schweizer dem nach innerdeis wären und noch hinkommen sind as dat leider ganz vergis gehen du geht weg ström dat man dat opschaffen an de Leute weisen wie flott das ein Kooperation mit verschiedene Länder zielt. Die Schweizer am grad dat et muss extrem viel iwwer Rekonstruktion opgeschafft gehen. Das ein bisschen so wie kann in so ein Steifkant von der Geschichtsforschung zu der Histoire contemporaine. Et sind immer wenig Historiker eigentlich diese biselo man dem Sujet bisschen ugeholt gehen als Beispiel werden Artikel vom Paul Doster zu nennen. Wie gesagt der Moment überhaupt aus am aktuelle Forschungsstand wie wird den Forschungsstand der ein bisschen beeinflusst vis-à-vis von ehrenegene Recherche für Expo. Also mir am Anfang die Idee für die Konsequenz von einem Christ thematisieren was schon lange am Kopf ist. Zugang eng Temporärausstellung oder der Tenor an als Dauerexpo dran machen as gesot nee kom ich schaffe 4 man eng Temporärausstellung wo man für 1,5 Joer gesot zun du war man net bewusst dat effektiv überhaupt keine Literatur dofir gouf nach kein Recherche dat man müsste quasi für null fenken natürlich tippe sie von den Archiven ausgangen an natürlich auch wie dat Dickrech auch betroffen an Gemengenarchive von der Stadt Dickrech geguckt. Aber ich muss bei weitem feststellen, dass extrem viel Material du hast, aber ja, das ist schon wundern, wie sie noch nicht abgeschafft gehen. Wir sind da um 4 gegangen, dass wir die Gemeinde drum auch geguckt haben, an natürlich im Nationalarchiv waren. Und selber müssen eine Struktur bringen, weil es gibt keine Leitlinien, wo fängt Konstruktion nun, Rekonstruktion nun, wo hält sie ab. Es gibt just so verschiedene historische Eckdaten, wie zum Beispiel Basilika zuerst danach. Du findest dann ganz schnell an der Zeitung, dass das so symbolisch den Endpunkt wird, wo am Punkt Rekonstruktion aufgeschlossen wird, dass das so Anfang der 50er Jahre. Aber wenn dann aber genau Wolle geht an die kilometerlange Archive vom Dommage de Guerre, weil quasi von all Haus was betroffen wäre, gibt es ein Dossier auf der Gemeinde bzw. Nationalarchiv, da gibt es sich befasst, wie viel Erbesteuer drin gesteht. Und da muss ich da wirklich den Punkt setzen und so. Das wird also schon banisch geschieht, aufgesehen vom Doster im Artikel an eben auch vom Lokalhistoriker Jans am Clever Kanton, der wirklich eine Flotzerie gesagt hat, wo nie mehr abs nur kommen an den 90er Jahren. Und wo du wirklich in der Zeit hast, der Doktor schaffen, weil du Humor auch noch für Zeit sein, das heißt mit all History kümmert man uns auch noch verbunden für die Geschichte lebendig zu machen. Aber andererseits ist auch genug Archivmaterial da für unzählige Arbeiten drüber zu schreiben. Das heißt, es mangelt gar nicht drin, das musst du Wille geholt, um das abzubauen. Und als Erstellung, die im Dezember angefangen hat,
so eine Doppelausstellung am Haus vom Militärmusee und dann eben Mikrogeschichte von der Stadt Dickrich selber an der aller Kirche. Das ist so den Aussatz einfach. Die lebt bis September 21 Mal. Wir tun verhalten nicht ab. Also die Abstimmung, die Medien, die wir so gemacht für die Recherchen zu machen, wir probieren die weiter zu investieren. Weil hier der Katalog, den wir am Februar wird an alle Librarien zu finden sind oder bei uns, aus den nächsten Aussatz. Wir probieren aber darüber raus, am Anfang auch weiter wissenschaftlich Sammelband zu machen für all die verschiedenen Thematiken, wie eben noch die Fustulo recherchiert hast, wo wirklich konkret ähnlichste Niveau gewesen geht, wie ein Staat erstmal Manpower und ihre Mäuer geholfen wird, einen kleinen Dörfer Erststoff aufzubauen, dass man die alle gut an den Sammelband abfließen lassen. Und eben noch da sind wir so weit gegangen, dass wir an Zusammenarbeit mit Volontären, die wir vom Service National de la Jeunesse haben, dass die am Anfang, das sind Leute, die einen Master gemacht haben, eine Geschichte, die auch Abend darüber schreiben. Das heißt, wirklich Zeit haben, darüber zu recherchieren, für lauter verschiedene Thematiken auf den Plan zu bringen. Weil was Milo Günther angeschwärzt wird, einfach den Rahmen gesprengt hat, also so die Form von der Architektur, stell dir fest, dass effektiv vieles neu gemacht wie Hosen, das war einfach ein Trümmerfeld. Im Endeffekt, wenn man halt guckt, hört aber gewisse Charakter von einem nahen Dorf, als das bewusst so gemacht gehen, wie ist das geplant gehen, bis hin zu eben noch überhaupt die ganze Organisation, auch Kirchen und alles, wen hat die aufgebaut, wen hat Sturms bekümmert. Es sind immens viele Eckdaten, die noch gar nicht erschlossen sind und das geht vom Don Suisse eben bis auf die Adoptionen von den verschiedenen Städten aus vom Süden, mit denen am Norden, wo man muss ganz klar sagen, an denen quasi 10 bis 15 Jahren, wo die Rekonstruktion stattfand, das ist am Anfang eine große Lützburger Story, die positiv war. Das war eine Success Story, was richtig geklappt hat, mit hat sich aber an der größeren Geschichte nicht näher geschlagen. Ne? Und du musst dich oft vorstellen, wieso hat das nicht stattgefunden. Und ich meine, da haben wir noch genug zu machen für die nächsten Jahre, für das Publikum am Anfang weiter können neue Erkenntnisse darüber zu geben. Also wirklich, das ist also noch viel Arbeitsstoff für zukünftige Historiker. Und es wird auch bestimmt ganz viel Neues zu sehen an der Ausstellung zu Dickrich, an der Doppelausstellung zu Dickrich. Also das ist absolut da wäre, denke ich, drüber gucken zu gehen. Und Benoit, so vielmals merci, dass der hier warst und man da über die Rekonstruktion zu Lützeburg geschwärzt ist. Ich sage auch merci.